In den letzten paar Tagen haben wir die Amelie, den Lorenz und den Professor Dr. Hürlimann auf ihrem Abenteuer begleitet. Die beiden Geschwister sind mit dem Professor unterwegs auf Madagaskar. Dort hat der Professor eine neue Lemurenart erforschen, quasi sein Spezialgebiet. Leider sind sie auf dem Weg dorthin über dem Indischen Ozean in einen grossen Sturm geraten und ihr Flugzeug ist abgestürzt. Der Professor hat am Anfang gehofft, dass sie vielleicht gerade direkt über Madagaskar abgestürzt sind. Aber eine nette Einheimische hat sie dann aufgeklärt, dass sie auf Aldabra sind. Das ist noch ein ganzes Stückchen entfernt von Madagaskar. Und zu allem Unglück ist auch noch ihr Funkgerät kaputt gegangen. Was kann man da noch machen? Zum Glück gibt es auf dieser Insel eine alte Forschungsstation. Und dort gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, das Funkgerät zu reparieren. So haben sich unsere 3 Kameraden und Kameradinnen also auf den Weg gemacht zu dieser Forschungsstation. Und mit einem Zefianer wie dem Lorenz sind sie auch recht gut durch den Wald durchgekommen. Dummerweise hat er wirklich einfach unterwegs sich den Fuß so richtig schlimm verknackst. Und dort haben wir dann gesehen, dass die Amelie halt eben schon auch eine gute Samariterin ist. Sie hat den Fuß von ihrem Bruder verarzten und nachdem sie sich eine Nacht haben ausruhen und gestärkt sind worden von den Früchten dieser Insel, haben sie sich dann am nächsten Tag aufmachen, um die alte Forschungsstation wieder zu entdecken. Da sind wir! Endlich! Juhu! Oh. Los! Oh nein! Mist, sie geht nicht auf. Ah, warte! Ich habe mein Sackmesser dabei. Mit dem geht sie vielleicht auf. Okay. Oh! Los. Aua! Oh! Pass doch auf! Lauf nicht in mich rein! Ah Mann, ich sehe nicht, es ist dunkel. Oh. Also, das wäre die Antenne. So heben, super. Dann, das wäre unser alter Funkverstärker. Kennst du das so heben? So wäre gut. Also, wenn wir es schaffen, um das Kabel mit unserem alten Funkverstärker zu verbinden, dann können wir die Antenne benutzen, um unser Notrufsignal noch viel weiter zu senden. Also, jetzt haben wir da 3 Kabel. Aber funktioniert denn das wirklich? Ja, natürlich. Jetzt würde ich sagen, tun wir da. So. Das Kabel kommt da rein. Und das dritte als Funkgerät. Also. So sollte es funktionieren. Mayday, Mayday. Da ist der Pilot von der Charlie Lima Sierra 145. Ich wiederhole. Charlie Lima Sierra 145. Antworten. Ja, nein, logisch funktioniert es nicht. Ja, viel besser. Mayday, Mayday. Das ist der Pilot von der Charlie Lima Sierra 145. Ich wiederhole. Charlie Lima Sierra 145. Antworten. Verstanden, Charlie Lima Sierra 145. Da ist die Luftnotrufzentrale. Sind ihr nicht das Flugzeug, das gestern abgestürzt ist? Wir sind schon die ganze Zeit auf der Suche nach euch. Haben alle überlebt? Antworten. Ja, es haben alle überlebt. Wir befinden uns bei der Forschungsstation von Aldabra. Antworten. Verstanden. Ihr befindet euch bei der Forschungsstation auf der Insel Aldabra. So wie es aussieht, habt ihr Glück. Ein Helikopter ist gerade in der Nähe bei euch. Wir schicken ihn sofort vorbei. Antworten. Verstanden. Ein Helikopter kommt vorbei. Danke viel mal. Over and out. Also, packen wir zusammen.
Bald sind wir daheim. Endlich. Also, Amelie, gehst du zuerst? Aber ich getraue mich nicht. Aber Amelie, wir haben gar keine andere Möglichkeit. Und dort oben kann dir schon jemand, der dir helfen kann. Aber ich habe doch Höhenangst. Du musst gar keine Angst haben. Gib mir einfach deine Hand. Du schaffst es, Amelie! Alles kommt gut! Siehst du, hast es schon geschafft. Bravo! Wow, Kinder sind auch so glücklich wie ich, dass die endlich gerettet sind. Also ich habe es fast nicht ausgehalten. Vom Dschungel verschlungen, im Dickicht, ohne Hilfe und jetzt endlich gerettet. Also ich sage euch, die anderen zwei sind auch noch am Seil rauf. Also alle sind im Helikopter unterwegs heim. Und ich bin so froh. Wir hätten ja nicht können von den Kids Days heimgehen, wenn die immer noch im Dschungel irgendwo wären, oder? Sind wir mega froh. Hey, was wäre gewesen, wenn einfach der Heli nicht gekommen wäre? Ui, keine Hätten Ahnung. sie es echt selber geschafft, von dieser Insel wegzukommen? Vielleicht wegen dem Dr. Rudolf Hürlimann, der so viel über Pflanzen und Tiere weiss. Ja, ich glaube nicht. Aber vielleicht wegen dem Lorenz. Ich meine, der kann gut Feuerchen machen, er ist mega abenteuerlustig und mutig. Ich hätte es wegen ihm geschafft. Was denkt ihr? Nein, auch nicht. Also, die Amelie, ja, sie ist so einfühlsam und ein mega guter Mensch. Vielleicht hätten sie es wegen ihr geschafft. Nein. Meint ihr nicht? Ich glaube auch nicht. Sie haben wirklich die Hilfe von außen gebraucht. Den Rettungshelikopter. Warte, ich höre etwas. Hören die das auch? Schau, da kommt er! Ui, ein Rettungshelikopter! Wow, Wo kommt denn krass. der her? Krass! Seht ihr den? Mega cool. So cool. Meinst du, der landet da? Mal schauen. Oh, schau, jetzt ist er gerade bei uns voll gelandet. Cool. Ein Rettungshelikopter ist zu uns geflogen. Wow! Darf ich mal schauen? Mega Ja, schau mal, schön. ich hebe ihn da gerade mal auf. Cool. Jetzt stellen wir den schön da so an. Also, ich finde das so ein gutes Bild, der Helikopter. Der ist nämlich auch für unser Leben ein gutes Bild. Manchmal haben wir ja auch Angst im Leben, wie die Amelie. Also ich kenne das Gefühl, ich habe auch Höhenangst. Wenn man irgendwo muss vom Turm rauf, geschweige denn an so einem Seil sich aufziehen lassen. Puh, das ist nichts für mich. Also ich bin froh, dass ich das nicht machen musste. Und ihr habt vielleicht auch Angst manchmal. Ich war gerade letztens bei einem Kind, das es gewittert hat, dann hat das mega Angst vor dem Donner. Oder ein paar haben Angst vor der Dunkelheit. Und auch die Erwachsenen haben Angst. Und ich glaube, in diesen Situationen, wo wir Angst haben oder an unsere Grenzen stoßen, ist es einfach eine coole Vorstellung, dass so ein Rettungshelikopter einfach gerade so kommt, in diese Situation und uns hilft. Jetzt möchte ich eine kleine Übung mit euch machen. Die ist gar nicht schwierig. Ihr dürft die Augen zumachen, wenn ihr wollt. Und euch mal vorstellen, gerade in eurem Leben, kennt ihr gerade jetzt eine Situation, wo ihr Angst habt? Vielleicht eine Prüfung, eine grosse Prüfung, eine LAP oder eine Operation. Oder bei mir ist die Geburt von meinem ersten Kind, vielleicht etwas, was ihr noch nie erlebt habt, wo ihr ein bisschen Respekt habt. Ihr könnt euch mal überlegen, ob euch etwas in den Sinn kommt. Und sonst denkt ihr an das zurück, wo ihr das letzte Mal Angst gehabt habt. Nicht mal alle überlegen. Vielleicht ist dir jetzt schon etwas in den Sinn gekommen und sonst kannst du auch noch ein bisschen weiter studieren. Stell dir jetzt vor, genau in diese Situation von deiner Angst kommt Hilfe rein. Wie ein Rettungshelikopter. Also ich finde das Gefühl herrlich. Das ist so, ich bin nicht allein, es kommt Hilfe.
Mega cool. Und das Gute ist, Gott selber sagt in der Bibel, er will uns genau die Hilfe geben. Jetzt müsst ihr mal schauen mit mir, was in diesem Bibelvers steht. Jesaja 41, Vers 13. Da tun wir gerade alle auswendig lernen. Das ist Bubi einfach. Also, ich lese ihn einmal vor und nachher tun wir schon ein bisschen üben. Und nachher lesen wir ihn zusammen vor. Also, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht. Das heißt, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ich selbst helfe dir. Okay, Gott sagt, ich bin dein Gott, ich nehme dich an der Hand und ich helfe dir. Und du musst keine Angst haben. Das müsst ihr unbedingt auswendig können. Wenn die nächste Situation kommt, wo ihr Angst habt, könnt ihr euch an das erinnern, was Gott gesagt hat. Jetzt müssen wir es alle miteinander lesen, die lesen können. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht, ich selbst, ich helfe dir. Das ist ein mega starkes Bild. Aber hast du schon mal erlebt, dass Gott dich so an der Hand genommen hat? Nein, das habe ich jetzt also auch noch nie erlebt. Es wäre schon noch schön, gell? Einfach so Hand zu spüren, wenn man Angst hat. Aber das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Aber ich habe sonst einfach gespürt, dass Gott da ist, wenn ich Angst habe. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Wie hast du das konkret erlebt? Also kannst du uns ein Beispiel erzählen? Also, erzähl uns ein Beispiel. Am besten eins aus meiner Kindheit, weil wir haben ja Kids Days. Also, ich war etwa 4 und ich bin mit meiner Mami und mit ein paar Freunden im Wald. Einfach einen Nachmittag dort spielen. Und ich habe, glaube ich, irgendwie wie der Dr. Hürlimann, ich habe irgendetwas beobachtet, vielleicht Ameisen am Boden oder irgendetwas. Und wo ich wieder geschaut habe, bin ich ganz allein gewesen. Ich weiss nicht, ich habe einfach die anderen nicht mehr gefunden. Ich habe so Angst bekommen, weil ich habe nicht einmal mehr gewusst, wie ich da angekommen bin und ich habe auch den Heimweg nicht mehr gewusst. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt bin ich ganz allein im Wald. Und ich habe geschaut und ich habe meine Mami nicht gefunden, ich habe meine Freunde nicht mehr gefunden und ich habe richtig Angst gehabt. Und als ich dort allein war, ist mir plötzlich ein Lied in den Sinn gekommen, das ich mal gelernt habe in der Kirche. Das heisst, wenn ich nicht mehr weiter weiss, bete ich still für mich. Lieb Gott, du kannst helfen. Nichts ist schwer für dich. Das ist ein Lied. Und dann habe ich das immer gesungen im Wald und ich hatte plötzlich keine Angst mehr gehabt. Ich habe einfach gespürt, jetzt ist Gott bei mir im Wald. Ich bin nicht mehr allein. Gott ist auch da und er wird mir irgendwie helfen. Und dann ist meine Mama wieder aufgetaucht und ich bin so froh gewesen. Wow. Zum Beispiel so habe ich Gott erlebt. So cool. Hey, danke fürs Erzählen. Hey, jetzt haben wir die ganze Zeit geredet darüber, dass eben der Gott uns die Hand herstreckt irgendwie und uns hilft. Aber wer ist eigentlich der Gott? An den Kids Days haben wir ein paar Sachen über den Gott erfahren. Und zwar habe ich da die Sachen wieder mitgebracht. So. Was Also, steht da drunter? wir haben gehört, dass uns der Gott... Was haben wir gehört? Was haben wir gelernt mit dem Feldstecher? Er sieht Genau. uns. Genau. Der Gott sieht uns. Ich stelle es mir da her. Dann haben wir gehört, der Gott liebt uns. Genau. Und sein Herz ist so viel größer, dass wir es gar nicht auf die Leinwand gebracht haben. Ich stelle das mal da vorne hin. So. Und das Letzte, das haben wir gestern gehört. Gott hat mega... Super! Freut uns, genau. Ihr seid echt ganz gut, du. Hei. Genau, ich tue das mal da so ein bisschen vorne her legen, stellen. Genau, so dass man es gut sieht. Also, hey, Gott stellt sich uns als guten Vater vor. Er sieht uns, er liebt uns und er hat mega Freude an uns. Und das ist der Gott, der uns die Hand herstreckt und uns möchte helfen. Die Frage ist nur, möchten wir diese Hilfe annehmen? Möchten wir die Hand ergreifen? Und bevor ihr euch jetzt entscheidet, möchte ich euch einen Aspekt nicht vorenthalten. Und zwar gibt es etwas, was wir auf keinen Fall selber können. Niemand von uns. Was ist echt das? Wir können uns nicht aus eigener Leistung in den Himmel retten. So wie
Der Lorenz, die Amelie und der Dr. Hürlimann haben sich nicht von dieser Insel wegretten ins warme Daheim. Das können wir auch nicht selber. Aber es gibt eine gute Nachricht, nämlich, wenn wir in Jesus seine Hand einschlagen, dann haben wir einen Platz in dem Rettungshelikopter, der uns in das warme Daheim bringt. Wow, das ist wirklich wichtig zu wissen. Aber wie sieht das jetzt konkret aus? Also, wenn wir jetzt das machen wollen, wenn wir jetzt sagen, ja, ich möchte die Vergebung von Jesus und ich will in den Helikopter, das ist ja nur ein Bild, aber ich möchte an der Hand von Gott durchs Leben gehen. Wie sieht denn das im Leben aus? Hast du das mal gemacht? Hast du Gott das mal gesagt? Oder kannst du mal von deinem Leben erzählen, dass wir uns das vorstellen können, wie das könnte aussehen? Ich bin schon von klein auf mit biblischen Geschichten aufgewachsen. Ich bin vielleicht wie ihr jetzt am Sonntag mit meiner Familie im Gottesdienst. Aber ich bin mir trotzdem nie ganz sicher gewesen, ob ich jetzt wirklich so einen Platz habe in diesem Helikopter oder in diesem Zuhause. Aber ich habe mich mega nach dem gesehnt. Und dann habe ich wie so Gott, einfach immer, wenn ich unsicher war, habe ich gesagt, ja, ich meine es im Fall ernst. Ich will zu dir gehören und ich will die Hilfe dir annehmen. Und die Hand einschlagen, von unserem Bild hergesprochen. Und irgendwann habe ich mega ein tiefes Trauen und einen krassen Frieden bekommen, dass Gott mich an der Hand genommen hat, dass ich den himmlischen Vater seine Hand heben darf und er mir durchs Leben durchhilft, jetzt auf dieser Erde da, aber auch der Frieden, dass wenn ich mal sterbe, dass ich darf mit ihm, mit dem guten Vater, mit dem guten Gott im Himmel, in meinem Zuhause sein, in meinem richtigen Zuhause. Genau, so, das habe ich erleben so. Mega schön. Das heisst, du hast jetzt so einen Frieden im Herz und weißt, du bist mit Gott an der Hand unterwegs. Genau. Egal was kommt, ob du Angst hast oder ob du keine Angst hast. Gott möchte mit jedem von uns genau das. Er wird uns an der Hand nehmen, jeder von uns, egal wie alt wir sind. Und einfach mit uns zusammen durchs Leben gehen. Er will eine Beziehung, eine Freundschaft mit jedem von uns. Egal, ob du jung oder alt bist. Und wir können uns entscheiden, dass wir sagen, ja, wir wollen das auch mit Gott durchs Leben gehen. Und da kann man einfach mit Gott reden, wie Nadine das gemacht hat. Sagen, Gott, ich habe eine Sehnsucht, ich will nicht allein durchs Leben gehen, sondern mit dir als mein Freund. Kann man einfach mit ihm reden und das sagen. Und vielleicht hast du das schon gemacht, aber du hast eine Situation vor dir, wo du Angst hast. Und dann kannst du das nochmal sagen. Wir können nochmal den Bibelvers anschauen. Vielleicht ist es bei dir dran, um nochmal zu sagen, Gott, ich bin ja mit dir unterwegs, aber ich habe Angst. Du bist mein Gott. Du hebst mich an der Hand. Du sagst zu mir, hab keine Angst, ich helfe dir. Also wenn ich dann meine Geburt vor mir habe, würde ich sicher diesen Satz sagen, wenn ich ins Spital gehe. Und ihr habt vielleicht eine andere Situation vor euch. Sagt euch den Vers, weil Gott, das ist ein Versprechen von Gott, er wird dein Gott sein. Er wird dich an der Hand heben. Er wird dir helfen und er wird dir deine Angst wegnehmen. Und ich möchte jetzt auch noch mit Gott reden und beten und dann schauen wir nachher, wie es weitergeht. Vater im Himmel, unsere Kinder haben so viel über dich gelernt in diesen Tagen. Wie du uns siehst, wie du unsere Angst siehst, unsere Freude, wie du uns liebst, wie du Freude hast an uns. Und du siehst uns auch heute Morgen in diesem Raum, jeder Einzelne. Kennst unsere Ängste, kennst unsere Fragen und willst mit uns an der Hand durch die Situation durchgehen. So bitte ich dich, dass du antwortest mit deiner Verheißung von dem Vers ins Leben von jedem Einzelnen. Dass sie spüren, dass du die Rettung bist, dass du hilfst, dass du da bist. Amen.